Yay, nochmal ein Part, wo ich wieder verlieren werde. Es fuckt mich mies ab. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Part Mario Kart Worlds. Ja. Wir haben jetzt im letzten Part den Football Chuck freigeschaltet, aber der fuckt mich ab. Ich nehme mal irgendeinen Classic Character wieder mal. Definitiv kein Baby-Charakter, die sind mies schlimm. Nehmen wir mal Waluigi! Nice. Oh, Pünktchenkarte gibt mir mies Flashbacks. Also, Waluigi ist ja eigentlich ein ganz schlimmer Charakter in Mario Kart 8 Deluxe, Digga. Also wirklich Online-Modus, Digga. Alles am Anfang ja voll mit Waluigis. Und, oh, Digga, die Position ist schon geisteskrank. Boah, Digga. Jedenfalls. Ich glaube, dass man gar nicht mal so unbedingt auf. Ja, der Karre ist halt schon irgendwie Plüschbuggy. Bei Handling ist aber ein bisschen Arsch. Passt gerade so goldig zu ihm, ne? Oh, warte mal, was haben wir denn da? Boah. Ich würde schon gerne etwas nehmen, was ein bisschen matcht. Go-Kart. Ja, komm, nehmen wir das Ding. Also, es geht jetzt in den Blitz Cup. Let's go. Wieder verlieren, juhu. Okay. Kumo, Weide. Was sind wir für einen bekifften Blick und da noch. Aha. Kumo, Weide, ziemlich coole Strecke gewesen, muss ich sagen. Ich habe die Grösse immer geil gefunden. So mittel gesehen, so schnell die Runden gesehen. Soundtrack auch nice. Und fast nicht mehr so richtig wiedererkennbar jetzt, zu Mario Kart 8 Deluxe, wo ja der Ursprung her ist. Also schon wieder erkennbar stark, aber doch stark bearbeitet worden, ne? Schon krass. Also. Eigentlich hätte ich die Kuh gerade als Charakter. Ja, egal. Habe ich jetzt irgendwie nicht daran gedacht, dass das noch passend gewesen wäre. Ribbon. Nein, nein! Oh! Ist es wieder Baby? Ist es wieder Baby Rosalina? Mann, Digga! Ich möchte eine Einstellung. Nintendo gibt mir eine Einstellung, dass ich Baby-Charaktere aufstellen kann. Ich möchte nicht von einem flüssigen Viech überholt werden in Mario Kart. Schmies, stressig. Was ich auch ein bisschen weird die Änderung finde, ist, dass du nicht mehr unsichtbar bist. Richtig mit dem Geist. Also natürlich du selber nicht, aber jetzt auch wenn jetzt Bowser Junior wird, das Ding fetzen gehen, man sieht noch auf der Map trotzdem noch und im Spiel. Und ich habe das eigentlich ziemlich cool gefunden, wenn du komplett einfach unsichtbar bist. So, wir haben doch einiges an Tempo drauf. Und jetzt hoffe ich, dass daraus auch resultiert, dass wir gut Abstand aufbauen können, bevor wir wahrscheinlich wieder einen Stachel. Ja, Bremsen bringt nicht mal was. Nein, bringt nicht mal was. Oh mein Gott, das ist die letzte Kurve gefühlt. Oh. Okay, wenigstens da ein bisschen Slowdown. Was, Junior? Du lässt nicht. Piss dich! Vor der Angst weg.
Cooler Soundtrack. Kann ich gestern mir noch den Switch 2 Pro Controller holen im Laden. Hätte es tatsächlich nicht gegeben. Ich hatte zwar schon meine Zweifel gehabt, weil ich dachte irgendwie, ja, für mich fühlt sich Detailhandel irgendwie immer so, als wäre er nicht auf dem neuesten Stand. Aber das ist eigentlich nicht so. Also, die haben eigentlich vieles gehabt, auch an Zubehör für die Switch 2. Also du hast die Kamera haben von Nintendo und dann nochmal die andere Kamera, die eigentlich geil ist, aber Bullshit ist von der Technik. Die Piranha-Pflanze, die irgendwie was 480p hat. Aber Pro-Controller haben sie so einen Grund nicht gehabt. Das ist ein badass Outfit, Alter. Luigi. So ein geiler Charakter. Es gibt, glaube ich, auch, das ist verdammt lustig. Es gibt eine Marke in-game, die heißt Waluigi Tires. Und es ist einfach nur Luigi Tires mit einem Wa vorne geschrieben, billig. Luigi. Das ist schon sehr viel Liebe da reingesteckt worden. Das muss man so nennen lassen. Oh mein Gott, der bringt uns alle um. Was auch hure crazy ist, sind so die kleinen Effekte, also Details, die du noch hast. Also wenn du durch den Dreck fährst, wird dein Auto auch dreckiger und der Charakter sowieso. Okay, wo das Ziel steht. Wo muss ich hin? Guckt! 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 Mies guckt, mies geguckt. Mies guckt. Ja, Digga, nein. Hey, bin ich dir ehrlich? Scheiß drauf, habe ich verdient. Ich hätte mir jetzt auch for real den letzten für den dummen Move gönnt, Digga. Nein, warum? Hey, ich bin doch gut dran. Ach, so. Geistig zurückgeblieben. Ja, ey. Schlimm. Einfach schlimm. Na gut. Hey. Oh. Hey! Dann lässt das Ding solo droppen. Oh! Ich habe gerade meine Banane kaputt gemacht. Piss dich! Ein Profi. Okay. Stimmt, das ist so eine Fabrik, wo wir jetzt reinkommen. Digga, Toad hat irgendwie immer so crazy Businesses am Laufen. Er hat Autobahnen und fucking Fabriken, wo wie sonst Items hergestellt werden. Das ist geil. Einfach Lore.
Aua, aua. Eins. Jetzt kann der Stachel in Ruhe vor, ist scheißegal. Ui, 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 Digga, was dort noch angeschossen ist. Ein Wing! Ja, so geil. Es ist so warm. Stimmt, ich habe in den letzten beiden Parts nochmal etwas an der Aufnahmequalität verändert. Und zwar eigentlich nur meine Facecam. Ich habe einfach gemerkt, die hat nicht einmal in, ich glaube, knapp HD irgendwie aufgenommen. Ich weiß nicht warum. Also doch, ich weiß warum, Digga, weil ich Nvidia Broadcast, was halt dafür zuständig ist, dass das Mikrofon bei mir nur meine Stimme aufnimmt und nicht noch das Gameplay. Und halt auch den Hintergrund künstlich ausschneidet. Ja. Hat aus irgendeinem Grund meine Kamera mit einer ganz weirden Auflösung versehen. Hey, es hat nicht einmal eine 1000 in der Dings. Ich weiß nicht, was es für eine Auflösung ist. Irgendwie so 600 x 700 oder 800 irgendwie was. Ganz weirdes. Ey, kann ich. Ist das nicht mal eine Battle Map gewesen? Ja, ne? Das ist doch so. Boah, aber welcher Mario Kart ist das? Mario Kart 7? Es hat eine massive Ähnlichkeit. Ich wollte noch irgendwie ein Licht kriegen, merke ich gerade. Track. Also Bowser an sich hat nicht mal wirklich so viel Aura, aber irgendwie... Wer auch immer der crazy Architekt ist von seiner Hütte, ne? Der hat Aura, Digga. Jedes Mal baut irgendein Hund der Pfeife von Bowser irgendwie so riesige Schlösser. Jedes Mal wird es wieder heftiger. Und dann werden die verreckten nur. Du läufst gegen so einen schnurrbärtigen Klempner, Digga. Das ist geisteskrank. Was auch interessant ist, es gibt ja eben die Theorie, dass Super Mario eigentlich nie passiert ist, so in echt. Dann irgendwie Super Mario Bros. 1. Nein, mal, Super Mario Bros. 1 ist, glaube ich. Nee, Super Mario Bros. 2 hat als Ende, dass Mario eigentlich alles nur geträumt hat, und Super Mario Bros. 3 hat als Ende, dass alles nur ein Theaterstück ist. Das heisst, eigentlich ist alles gar nicht so passiert. Das würde auch erklären, warum wir eigentlich in Mario Party und Mario Kart auf freundschaftlicher Basis auf einmal mit Bowser fahren können. Also das ist gar nicht richtig passiert, das ist auch eine crazy theory. A game theory. Ja. Holen wir unseren... Sind das 1-Sterne-Pokal ab, Digga, let's go. Scheiße. Ja. Da haben wir unseren Pokal und der sieht so böse geil aus. Mit diesen Lichtern und einfach fucking Dieselmotor scheinbar da drin integriert. Sehr geil. Und dann ist es wieder gesehen mit dem Part. Nächster Part geht es dann ja, in der nächsten Cup und letzten Cup sind wir mal